Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Ja, als Mary Colton dürfen wir jetzt hier im Riverside Institut schnüffeln und schauen wir mal, ja, was wir gegen Dr. Fuller ausrichten können. Da haben wir noch so einen Schäm-Dich-Schrank, aber da können wir leider nicht rein. Wäre auch etwas merkwürdig. Ja, da beim Äppele liegt ein Buch. Das Nachschlagewerk der medizinischen Wissenschaften. The Reference Book of Medical Science. Wie ein Wörterbuch behandelt dieses Werk in alphabetischer Reihenfolge alle bekannten und praktizierten medizinischen Wissenschaften. Für jeden der Einträge sind die Hauptwerke und die zuständigen Behörden aufgeführt. Wir haben übrigens auch noch so ein Ding, so ein Medizinbuch um 1900. Unglaublich geiles Ding. Ich glaube, das ist eines von der ältesten Bücher, die wir besitzen in der Familie. Das ist auch ziemlich geil, was so damals halt als Krankheit aufgezählt wird und als Behandlung dagegen. Vieles noch mit so Großmutter-Hausmittel. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht. So. Ist das die Schwester Heckezeck? Wollen wir mal vorbeikommen. Wait a minute. Where do you think you're going? War ja klar. Wie sieht denn die aus? Hat die Gelbsucht? Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest Natürlich. assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Natürlich. Verräterin. Donovan ablenken, das Wasser abstellen. Ja, das, wie ich mir's gedacht habe. Die mobbt jo ganz gern die Schwester Elisabeth. Und deswegen schauen wir mal, dass wir die abgelenkt kriegen durch die Heckezeck. Retten wir mal I mit have der. little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Gott, was eine Kuh. Ja, mit so einer macht das keinen Spaß. Guck mal, in Dr. Fullers Büro noch Anna Strahl? Nee. Aber schönes Büro hat er. Das muss man lassen. Sehr schönes, stilvolles Büro. Na gut. Okay, Schwester Heckezeck müssen wir irgendwie ablenken. Da geht's... Ach, naja, natürlich. Thomas Fuller, Medical Doctor. Und... Head Physician? Leitender Physiker? Psychiater eigentlich, oder? Nicht Physiker. Physician ist meiner Meinung nach ein Physiker. Was macht dann ein Physiker hier als Psychiater? Let's hope I can go through the administration office. Okay, da kommen wir natürlich also auch nicht rein. War ja klar. Dann haben wir doch noch hier der Wärter Hafenschläger. Da kommen wir auch noch irgendwo hier. The operating room is never accessible after an operation. Natürlich nicht. Ach, so ein Hafenschläger-Typ. Da kommen wir noch wo hier. Ja. Wieder bei einer Schwester. Und da ist noch ein This Buch. man, Edward Pierce. Ach ja. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Die Akte ist unvollständig und Behandlungsdetails sind nicht vermerkt. Die übliche Praxis wurde hier nicht befolgt. Natürlich nicht. Edward Pierce, Oktober 1924. Neue Hinweiskrankenakte von Edward Pierce. Die ist natürlich frisiert, war klar. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. Die sieht aus wie so eine Plastikpuppe irgendwie. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. Okay. I'll see to it right away. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's Yeah. in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? Die scheint As mal a aber matter of nicht. fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Na Doctor. klasse. For yourself. Ich glaube, die gute Frau kommt nicht aus Neuengland, sondern kommt aus der Südstaaten, möglicherweise Texas. Dr. Fuller always keeps his key with him. The boiler room key is not in its place. Okay. Ja, okay, du hätten wir es dann sonst nehmen können, ne? Für den Lagerraum ist der Schlüssel da, für die Pharmazie ist der Schlüssel da, für den Waschraum, für die chirurgische Bereiche, für Dr. Fullers Büro und für den Heizraum ist der Schlüssel nicht dabei. Wäre ja zu einfach gewesen, ne? Gehen wir mal an die Rezeption. Dr. Colden.
Krankenschwester Standard. Wobei die jetzt eigentlich eher graue Haare hat. Also ein bisschen älter soll die wohl dann sein, ne? Ja gut, da kommen wir jetzt wieder zu der Patienterei. Der Hawkins-Flügel, aha. Von der Spendable oder von der gütige Spender oder Hawkins generell gütiger Spender und ja, Unfailing Support. Sehr zuverlässige Unterstützung. Na gut, ist das so einer von den Angehörigen? Alter, wieder so ein grottenhässlicher Piersoid im Mongo-Style. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Okay, Officer Bradley, hallo? Ethan, Marie, what are you doing? Ich will den jetzt so nur an mir dran haben. waiting for my medication, of course. Why? Ugh. Gott, aus der Nähe und im richtigen Licht ist der Typ schon so richtig hässlich. Das sind ein schlechter Lügner. Ich werde ihn ein Rezept ausstellen. Ja. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Mhm. Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Okay. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. Braucht er auch It seems Schlaftablette, stupid, I ne? know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. Ja. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Das ist wie eine Erkrankung. Ich glaube, das ist offener und ehrlicher. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Ja. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. Hat der Kajal um die Haare gezogen? Nur so nebenbei mal und ich möchte ihn eigentlich nicht so Not dran haben, aber ja, auf der anderen Seite ist es so schön, dass auch so ein Hansel eine Frau abkriegt. Was ist mit dir? I don't get why they have us waiting so long. Jo. Almost no patients here. Ja, und die Ärzte haben Zeit, hier einfach You rumzulatschen. want something? Ach ja, diverses. So, was ist da mit dir? Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Was ein wunderschönes Bild. Überhaupt nicht verstörend hier in so einem Bereich. Wo geht's denn hier? Ah ja, hier ist der Lagerraum. Sorry, but nobody Huch. can take anything until I finish the inventory. Ja, Schwester Bobbekop. Please. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Ist ja gut. Schwester Bobbekop. Alles klar. Hier haben wir noch... Nee, da waren wir schon, ne? Genau, bei der waren wir schon. Ja, die scheinen ja auch alle schwer beschäftigt zu sein, so lethargisch, wie die da alle vor sich hin brödeln. Tja, irgendwo muss ich jetzt Heizungsraum-Schlüssel finden, The ne? operating room is never accessible after an operation. Das wird wieder lustig. Okay, also wo kriege ich jetzt das her? Ein Patient muss ich mir noch angucken und Angehörige. Mit soll ich noch sprechen? Das könnten noch Angehörige sein, oder? Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Hardy. Okay, das sind die She came in with a Angehörige. kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? Nö. She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Was sind denn das für schöne Geräusche im Hintergrund? Okay. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But Okay. those are just words, so we're not budging. Very Ja, well. gut. At least I'll know where to find you. Alles klar, Herr kaiserlicher Backenbart. Wie sieht's denn in der Küche eigentlich aus? So waren wir auch noch nicht.
Was gibt's dann Leckeres heute? Schleim. Und hier. Ja, ein bisschen Brot haben wir noch. Scheint auch kein deutsches Brot zu sein, oder? Boah, ich liebe richtig gutes deutsches Schwarzbrot. Ja, da haben wir wieder ein bisschen Schlamm. Nett. Texturbrei. Patients and hospital personnel eat the same food. Ja, das ist noch fair. Wenn die Ärzte den Scheiß fressen müssen, den die Patienten kriegen, dann finde ich das einfach nur fair, um ehrlich zu sein. Ah, hallo? Watch out for the water, Doctor. Ja, danke schön. Der macht aber ganz schön Sauerei hier. Ja. Hier ist auch No, nochmal. you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone. Ich finde es auch geil. Pulling my leg ist die Übersetzung. Du nimmst mich auf den Arm. Okay, Medizinkunde und geheime Wissenschaften. Dieses höchst interessante Buch, das für ein breites Publikum geschrieben wurde, zeigt, wie nicht erkannte Wissenschaften die moderne Medizin beeinflusst haben. Magnetismus, überlieferte Geheimnisse, chinesische Akupunktur, Hypnose, Kräuterkunde, Alchemie und viele andere haben zu Beginn des Jahrhunderts in gewisser Weise die Medizinkunde bereichert. Donovan? Oh, listen to the way you Ich hoffe, dass wir das ganze Wissen auf Edward Pierce dann später ummünzen können, dass der ein bisschen Medizinkunde Fortschritt kriegt. can imagine that she doesn't dare say a thing. Nicht Schwalle, Schafe. Oh well, at least we won't have to clean for a while. Just wait and see the Komm mal next doch rein. time the water's cut off. It's a real show. Gott, was für Kühe. Macht's bestimmt Spaß, mit solche Frauen zu schaffen. L'uomo delinquente, diese pseudowissenschaftliche Abhandlung von Cesare Lombroso setzt die Morphologie eines Menschen in Kontexte dessen krimineller Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstration können einen uninformierten Leser täuschen. Okay, geh weg. Ich will Schlaftablette. We've been waiting to be restocked for weeks. Okay, Schlaftablette gibt's anscheinend nicht. Schade. Und Lichtquelle habe ich nach wie vor nicht. Okay. Na gut, also in der Pharmaziebereiche gibt es anscheinend auch nichts. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once Natürlich. again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. War klar. Hier mal The auch noch doses was. prescribed by Fuller are far too high. Ein Rezept für Barbiturate, ausgestellt von Dr. Fuller. Allerdings weiß ich nicht, was Barbiturate sind. Aber interessant, jetzt kann ich hier überall mal rumschleppeln und generell mal alles angucken. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Dinger in Medizinkunde dann später alle auf Edward Pierce umgemünzt werden. Wir sollten aber noch der Patientin mal gucken, der Frau Niereversager. Das ist hier der Herr Fischmutant, der Herr Saugnapfhand. Das ist die Schwester eingeweiht in Spionagemachenschaften von Colton. Patient unbekannt. Wie sieht's denn hier aus? Aha. Doctor, please. My chest. Oh. Der Herr Brust. Können wir dem irgendwie helfen? His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Okay, dann hier vielleicht bei der Infusion. Nurse? Deborah, Ah ja. come and help me, please. Okay. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Okay. Na gut, da haben wir mal wieder einen Speicherpunkt, aber dafür ist es noch 6 Minuten zu früh. Es ist heute mal natürlich wieder die dritte Episode und von mir habe ich mal wieder Zeit. Das heißt, um 20 Minuten bräuchte ich einen Speicherpunkt, auf den ich mich retten kann. Hay fever. What's he doing here? Heufieber, was ist dann Heufieber? Nett. Okay, ein Kamin. Mit irgendeiner äußerst illustre Mutter-Kind-Szene. Wie sieht's denn da aus? Da hat er aber wenigstens so He kranke broke his Akte. back in an accident down by the docks. Okay. Hallo? Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Alter? Ah, doctor, that you? Ja. Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See?
Okay. Fragen wir mal. What did you see there? Nothing. Nothing at all. Mhm. The floor was all rotten and I fell straight through. Ja, klasse. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Drücke gebrochen. Das ist richtig übel. I'll just sleep a bit more. Das ist richtig eklig. Der Rücke gebrochen. Und die Walfangstation, ja klar, wenn du 1846 der letzte große Fang war. Ist das Irene Sanders? Mrs. Sanders? Alter? Ist die tot? Die sieht irgendwie so blass aus. Why did nobody tell me about her admission? In der Akte wird der Zustand beschrieben, in dem Irene Sanders ins Riverside Institut eingeliefert wurde, sowie Kurt Kekoma, sowie die verabreichten Behandlungen. Fuller fügte handschriftlich eine Notiz hinzu. Er empfiehlt sie in den psychiatrischen Flügel zu verlegen, um ihr die Ruhe und Erholung zu geben, die sie benötigt. Na klasse! Die liegt do wie tot mit ihrer Aufsetz-Lego-Frisur. Ach du Scheiße! Was geht dann hier ab in Darkwater? Jede Person, die man kennt, kommt irgendwann dann doch ins Riverside Institut, kriegt widerwärtige Behandlungen von Fuller, leidet dann unter Schlafstörungen und... Pfui Teufel! Ist das die? Ah, so there's Harding. Ah ja, She's still sleeping. okay. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Okay, also... Da haben wir die Mutter von den zwei Männern, die dort draußen warten. Und hier haben wir möglicherweise auch noch was. Das scheint ja wohl auch so ein gewisser Schwester-Ärzte-Bereich zu sein hier. Wo auch Medikamente und so weiter rumstehen, ne? Ja. Noch mit so handschriftlicher Etikette. Das ist schon geil irgendwie. Ja. Ah, Schlüssel zum Heizungsraum. The key to the Perfekt. boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Spiel gespeichert, aber mir noch 3 Minuten Zeit. Na, da warten wir dann noch. So ein bisschen weiter kann ich noch machen. 17 Minuten wären wir jetzt ein bisschen zu früh. Dr. Colden? Krankenschwester Standard. Another insomniac. Okay. I should find the cause for such a widespread trouble. Ja, aber da liegt jetzt schlafend da, obwohl er Schlaflosigkeit hat. Naja. Sei es drum. Wer ist dann hier noch? Ah, okay. Hafenschlägeroider Typ. Intoxication from breathing organic vapors. Ja, das haben wir ja im Keller ohne dieses lustige grüne Gas, was Dr. Fuller seine Leute dort gibt, damit man die Schäde mit zudröhnt. Da haben wir wieder Irene Sanders. Wer liegt dann hier? Anscheinend Entlasser, obwohl eine kranke Akte noch tragklemmt am Bett. Oder der ist gerade irgendwo am Spazieren. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Na, spitze. Die macht natürlich nichts. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth. Evidently because of such drooling. Du machst das automatisch, ne, wenn man sowas hört. Lippe blutig gebissen. Ja, Larve können wir gerade auch nicht, also sofort können wir nicht. Mit der Schwester können wir auch nicht schwätzen. Tja, was können wir da noch großartig... Ah, du. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Tja. Those basement brutes tied him up too tight and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Na toll, also der hat sich die Lippe blutig gebissen und jedes Mal, wenn man dann wieder das behandelt, dann reißt er sich einfach die Wunde wieder auf. So ein ganz reizender Typ. Aber okay, jetzt wurde auch wieder gespeichert. Trotz allem will ich muss sagen, wir machen das noch mit dem mit der A-Gehörige. Eventuell verpasst uns das auch wieder einen Speicherpunkt. Hallo? So, Doctor, have you been able to examine our mother? Was war mit ihr? Pardon me, but could you remind me what her case is? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, Ja, but das we haben wir ja haven't schon heard gehört. anything since.
Okay, so. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Okay. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Okay. Oh, thank you so much, Doctor. Ja, bitte, We'll Herr wait for her to wake Backenbart. up. We've been here since this morning, so it won't make a Trophäe difference. erhalten in Kupfer, hippokratischer Eid. Okay, Spiel gespeichert, perfekt. Dann würde ich doch mal sagen, ihr liebe Leid, nachdem wir jetzt hier unseren hippokratischer Eid erfüllt haben und uns um unser Patienten gekümmert haben, sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig, wo wir dann in der Heizungsraum reingehen werden und dann lenken wir mal die Mrs. Hackettsack Donovan ab und schleichen uns mal in Fullers Büro. Aber das erwartet uns dann übermorgen wieder bei Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Machen's gut bis du hier. Ayan Yankee.